Фразы для экзамена уровень А1, А2. Давайте проверим себя, насколько мы хорошо владеем устной речью. Каждую фразу мы, как всегда, проговариваем несколько раз громко и отчетливо, может быть, по нескольку раз. И с каждым разом мы должны увеличивать скорость говорения. Помнит часок идет к своей бабушке. Geht zu seiner Oma für eine Stunde. Geht zu seiner Oma für eine Stunde. На неделю я еду в Гамбург. Ich fahre nach Hamburg für eine Woche. Ich fahre nach Hamburg für eine Woche. Он едет на один день в Москву. Fährt nach Moskau für einen Tag. Fährt nach Moskau für einen Tag. Я еду на месяц в Турцию. Ich fahre in die Türkei für einen Monat. Ich fahre in die Türkei für einen Monat. Я еду во Францию на год. Ich fahre nach Frankreich für ein Jahr. Ich fahre nach Frankreich für ein Jahr. Я еду в Польшу на 3 дня. Ich fahre nach Polen für 3 Tage. Ich fahre nach Polen für 3 Tage. На несколько часов я иду к своим друзьям. Ich gehe zu meinen Freunden für einige Stunden. Ich gehe zu meinen Freunden für einige Stunden. Она едет в Испанию на несколько месяцев. Sie fährt nach Spanien für einige Monate. Sie fährt nach Spanien für einige Monate. Она едет за границу на 2 года. Sie fährt ins Ausland für 2 Jahre. Sie fährt ins Ausland für 2 Jahre. Мы едем в Мюнхен на несколько недель. Wir fahren nach München
für einige Wochen. Wir fahren nach München für einige Wochen. На 3 месяца я еду в Финляндию. Ich fahre nach Finnland für 3 Monate. Ich fahre nach Finnland für 3 Monate. Она едет в Кёльн на 4 дня. Sie fährt nach Köln für 4 Tage. Sie fährt nach Köln für 4 Tage. Ваш сын уезжает за границу, чтобы учиться. Ihr Sohn fährt ins Ausland, um dort zu studieren. Ihr Sohn fährt ins Ausland, um dort zu studieren. Марта читает все объявления, чтобы снять дешевую квартиру. Marta liest alle Anzeigen, um eine billige Wohnung zu mieten. Marta liest alle Anzeigen, um eine billige Wohnung zu mieten. Чтобы понять этот текст, нужно знать много слов. Um diesen Text zu verstehen, muss man viele Wörter kennen. Um diesen Text zu verstehen, muss man viele Wörter kennen. Все стояли вокруг стола. Alle standen um den Tisch. Мы летим из Гамбурга в Париж без пересадок. Wir fliegen ab Hamburg direkt nach Paris. Выйди, пожалуйста, из моей комнаты. Geh jetzt bitte aus meinem Zimmer. Напротив меня сидела моя начальница. Mir gegenüber saß meine Chefin.
Ты уже сделал домашнее задание? Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Hast du schon die Hausaufgaben gemacht? Ты уже принял таблетки? Hast du schon die Tabletten eingenommen? Hast du schon die Tabletten eingenommen? Ты уже показал бабушке фотографию? Hast du Oma schon das Foto gezeigt? Hast du Oma schon das Foto gezeigt? Ты уже рассказал Отто эту историю? Hast du Otto schon die Geschichte erzählt? Hast du Otto schon die Geschichte erzählt? Ты уже подарил своей маме сумочку? Hast du deiner Mutter schon die Handtasche geschenkt? Hast du deiner Mutter schon die Handtasche geschenkt? Кому ты подарил бутылку вина? Моей девушке. Wem hast du die Flasche Wein geschenkt? Meiner Freundin. Wem hast du die Flasche Wein geschenkt? Meiner Freundin. Кому ты рассказал эту историю? Моей маме. Wem hast du die Geschichte erzählt? Meiner Mutter. Wem hast du die Geschichte erzählt? Meiner Mutter. Кому ты купил букет цветов? Моей бабушке. Wem hast du den Blumenstrauß gekauft? Meiner Oma. Wem hast du den Blumenstrauß gekauft? Meiner Oma. Кому ты показал фотографию? Моему брату. Wem hast du
das Foto gezeigt. Meinem Bruder. Wem hast du das Foto gezeigt? Meinem Bruder. Кому ты отправил письмо? Моему боссу. Wem hast du die E-Mail gesendet? Meinem Chef. Wem hast du die E-Mail gesendet? Meinem Chef. Праздник Рождества каждый год в декабре. Die Weihnachtsfeier ist jedes Jahr im Dezember. Die Weihnachtsfeier ist jedes Jahr im Dezember. Коллеги сидят вместе, поют песни, танцуют, едят, дарят подарки, разговаривают и пьют алкоголь. Die Kollegen sitzen zusammen, singen Lieder, tanzen, essen, überreichen Geschenke, reden und trinken Alkohol. Die Kollegen sitzen zusammen, singen Lieder, tanzen, essen, überreichen Geschenke, reden und trinken Alkohol. Можно поговорить наедине с начальником или потанцевать с коллегами. Man kann mit dem Chef ein privates Gespräch führen oder mit Kollegen tanzen. Man kann mit dem Chef ein privates Gespräch führen oder mit Kollegen oder Kolleginnen tanzen. Нет, моим детям не разрешено смотреть телевизор до 22 часов. Nein, meine Kinder dürfen nicht bis 22 Uhr Fernsehen. Nein, meine Kinder dürfen nicht bis 22 Uhr Fernsehen. Нет, мне не разрешено курить в офисе. Nein, ich darf in dem Büro nicht rauchen.
Nein, ich darf in dem Büro nicht rauchen. Нет, вам не разрешено играть на подземной автостоянке. Nein, ihr dürft nicht in der Tiefgarage spielen. Nein, ihr dürft nicht in der Tiefgarage spielen. Да, конечно, здесь вы можете разговаривать по телефону. Ja, natürlich dürfen Sie hier telefonieren. Ja, natürlich dürfen Sie hier telefonieren. Да, в этом кинотеатре можно есть попкорн. Ja, man darf in diesem Kino Popcorn essen. Ja, man darf in diesem Kino Popcorn essen. Да, вы можете припарковаться здесь. Ja, Sie dürfen, ihr dürft hier parken. Ja, Sie dürfen hier parken. Oder ja, ihr dürft hier parken. Я ищу на время учебы комнату в Мюнхене. Ich suche für meine Studienzeit ein Zimmer in München. Ich suche für meine Studienzeit ein Zimmer in München. Может быть, вы сможете ответить на мои вопросы. Vielleicht können Sie meine Fragen beantworten. Vielleicht können Sie meine Fragen beantworten. Мне нужна следующая информация. Ich brauche folgende Informationen. Ich brauche folgende Informationen. Есть ли вблизи университета комнаты для студентов? Gibt es in der Nähe der Universität Zimmer für Studenten? Gibt es in der Nähe der Universität Zimmer für Studenten? Сколько стоит комната в месяц? Wie viel kostet ein Zimmer im Monat? Wie viel kostet ein Zimmer im Monat?
Где я могу снять комнату? Wo kann ich ein Zimmer mieten? Wo kann ich ein Zimmer mieten? Спасибо за вашу помощь. Danke für Ihre Hilfe. Danke für Ihre Hilfe. Ваза стоит на столе. Иоганн ставит вазу на шкаф. Die Vase steht auf dem Tisch. Johann stellt die Vase auf den Schrank. Die Vase steht auf dem Tisch. Johann stellt die Vase auf den Schrank. Кровать стоит в спальне. Иоганн ставит ее в комнату для гостей. Das Bett steht im Schlafzimmer. Johann stellt es ins Gästezimmer. Das Bett steht im Schlafzimmer. Johann stellt es ins Gästezimmer. Книжный шкаф стоит в кабинете. Иоганн устанавливает его в коридор. Der Bücherschrank steht im Arbeitszimmer. Johann stellt ihn auf den Flur. Der Bücherschrank steht im Arbeitszimmer. Johann stellt ihn auf den Flur. Обратите внимание на предлог. Здесь у нас не in, да, внутренний в коридор, а именно auf den Flur. Такой вариант очень часто встречается в немецкой речи. Стол стоит в столовой. Johann ставит его на кухню. Der Tisch steht im Esszimmer. Johann stellt ihn in die Küche. Der Tisch steht im Esszimmer. Johann stellt ihn in die Küche. Растение стоит на полу. Иоганн ставит его на стол. Die Pflanze steht auf dem Fußboden. Johann stellt sie auf den Tisch oder auf den Schreibtisch. Die Pflanze steht auf dem Fußboden. Johann stellt sie auf den Schreibtisch. Кресло стоит у окна, перед окном, рядом с окном. Иоганн ставит его к стене. Der Sessel steht am Fenster, vor dem Fenster, neben dem Fenster. Johann stellt ihn an die Wand. Der Sessel steht am Fenster, vor dem Fenster,
neben dem Fenster. Johann stellt ihn an die Wand. Компьютер стоит на столе. Иоганн устанавливает его на журнальный столик. Der Computer steht auf dem Tisch. Johann stellt ihn auf den Sofatisch. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. Johann stellt ihn auf den Sofatisch. Бутылка вина находится в подвале. Иоганн ставит ее в гостиной. Die Weinflasche steht im Keller. Johann stellt sie in das Wohnzimmer oder ins Wohnzimmer. Die Weinflasche steht im Keller. Johann stellt sie in das oder ins Wohnzimmer.